Obwohl es nur ein Freundschaftsspiel ist, erwarten wir von der Partie heute eine ganze Menge, denn wir wissen von den Spielern beider Mannschaften, die Einstellung stimmt eigentlich immer. Ja, das ist richtig, Tom. Die Leidenschaft stimmt auch, aber die Konkurrenz ist einfach zu groß. Also es sollte eine sehr unterhaltsame Partie werden. Was für eine Übersicht. Gut gemacht und das Ganze per Kopf. Und das war schon toll, dieser Pass. Der kommt dann zu spät in den Zweikampf. Schlechtes Timing. Es gibt Freistoß. Viel zu gutmütig der Schiedsrichter heute. Für diese Aktion muss der Spieler einfach gelb sehen. Bloß weg mit dem. Was wird sich der Torwart gedacht haben? Und vielleicht macht er es ganz alleine. Der Ball ist im Tor aus. Logische Folge, Abstoß. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Kann aber sich da über die gelbe Karte beschweren? Keineswegs. Gelb. Jetzt muss er aufpassen. Das Spiel dauert noch ziemlich lange. Das ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Ja, und da schnappt die Abseitsfalle zu. Geschickt gemacht von der Abwehr. Und wenn wir jetzt nochmal in die Wiederholung hineinschauen, ja, korrekte Entscheidung. Jetzt muss die Abwehr aufpassen. Ja, ich verstehe es nicht. Ja, der Ball landet genau in den Armen des Torhüters. Ja, erstmal raus hinten mit dem Ding. Schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar. Und das muss jetzt Abschluss geben. Genau so stellen wir uns das vor. Ja, schönes, langes Zuspiel. Und irgendwie bringt der Verteidiger da noch einen Fuß ran. Da hat die Verteidigung aber geschlafen. So, jetzt eine gute Flanke und dann wird es ganz eng für die hinten drin. Das war ein Foul und deswegen gibt es Freistoß. Und gerade einen solchen Freistoß darf man seinem Gegner natürlich nicht schenken. Ja, das macht er gut, per Kopf. Das ist ja ein Weltklasse-Dribbling. Wie macht er das überhaupt? Da hat er die Situation gut eingeschätzt. Quer gespielt. Ja, was hat er sich dabei gedacht? Da müsste er eigentlich die gelbe Karte sehen. Und für solch eine Attacke kann man auch schon mal rot sehen. Da hat er Glück gehabt. Er kommt mit der gelben Karte davon. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Schön gemacht. Der Ball war gerade eben noch frei, aber nur ganz kurz, jetzt ist er da. Also mit den Flanken bringen die den Torwart nicht aus der Ruhe. Ja, und den Ball hat der Torwart wieder abgeworfen und hat er gut den eigenen Mitspieler gesehen. Und daraus könnte was werden. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, leider nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Schon wieder eine gelbe Karte für das Team. Also die Mannschaft muss sich jetzt aber allmählich zurückhalten.
Und so kann man in den Zweikampf gehen. Hart, aber fair. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. So, schönes Zuspiel, vielleicht die Chance jetzt. Und er findet den freien Mann. Ja, das ist einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Das war für jeden ersichtlich hier im Stadion ein klares Foul und das muss die gelbe Karte geben. So, darf der sich jetzt nach diesem Foul wundern? Ich denke nicht. Rote Karte. Hat er mit dem Kopf geklärt. Ja, was für ein Solo. Ja, und hier die klare Entscheidung, Abstoß. Und jetzt heißt Abwehr, aufgepasst. Er rettet die Situation per Kopf. Ganz eng ging es zu in der ersten Halbzeit. Spannend war es. Und das verspricht natürlich noch eine ganze Menge für den zweiten Durchgang. Werder Flanken. Die Abwehrspieler halten ihre Konzentration hoch. Schönes Zuspiel zum freien Mann. So, das war's, zumindest was die erste Halbzeit angeht. Spielstand 0:0. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Auswirkungen hat die rote Karte für die zweite Hälfte. Es geht weiter mit der Partie hinein in den zweiten Durchgang. Und die zweite Halbzeit läuft. So sieht ein klasse Pass aus. Ja, aus dieser Situation könnten sie was machen. Und endlich haben sie das erste Tor erzielt. Bei diesem Tor haben sie ihre zahlenmäßige Überlegenheit eiskalt ausgenutzt. So, und jetzt fragen wir uns natürlich alle, können sie diese knappe Führung irgendwie über die Zeit retten? Das könnte jetzt gefährlich werden. Völlig frei kann er sich da bewegen. Und der Schiedsrichter hat recht. Hier muss es Freistoß geben nach dieser Aktion. Und es gibt ihn auch. Der geht in die Mauer. Wunderbarer Pass. So, und jetzt nach dem Ball hat er die Möglichkeit. Da sieht man mal, was eine gute Abwehrleistung ausmacht. Die Stürmer sind ja völlig verzweifelt. Und mit solch einem Ball kann man eine Abwehr in Verlegenheit bringen. Und die Abwehr macht ihre Sache ganz, ganz großartig.
Und ganz sicher das Zuspiel. Ah, der sah gefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Achtung, jetzt brennt's. Ja, das hat er gut gemacht. Freistoß. Ja, das sieht gut aus. Und den hat er so gerade eben weggespitzelt, den Ball. Ja, das Kopfballspiel, das beherrscht er wie aus dem Lehrbuch. Den Ball aus der Abwehr rausgespielt. Genau richtig gesehen. Nutzt er die Chance. Und was gibt's jetzt? Elfmeter. Ja, die Fans sind zwar sauer, aber die Entscheidung des Unparteiischen völlig in Ordnung. Ja, und ein Elfmeter für den Gegner, das ist natürlich ungefähr das Schlimmste, was ihnen in diesem Moment überhaupt passieren konnte. Und die Spannung ist jetzt fast unerträglich. Kann er den Elfmeter verwandeln? Souverän verwandelt. Der landet auch noch genau beim Mitspieler. Ja, was wird er sich denken? Wenn der den Ball nicht haben will, dann nehme ich ihn halt. Ist doch logisch. Super, die Fans gleich mit dem Beifall da. Und ein weiterer Treffer. Also der ist ja wirklich in einer super Verfassung. 2 Tore hat er schon erzielt heute und vielleicht legt er noch eins nach. Das war schon sein zweites Tor. Ich will das aber wissen. Ganz klare Entscheidung. Es muss Freistoß geben nach dieser Aktion. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Das war schon ein klasse Zuspiel. Also wer dieses Spiel gesehen hat, wird sagen, das 3:0 geht völlig in Ordnung. So, das war doch eine spannende Partie. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und wir sagen Dankeschön und verabschieden uns bei Ihnen. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Tschüss.